Es geht weiter immer heiter, zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel mit dem Rätsel der Megalithen, wieder mal in der heutigen Folge. Und wir wollen uns dem ersten echten Duell stellen. Mit dem Leihdeck hier, was ein bisschen auf alten Prinzipien beruht, das wir bereits jetzt gelernt haben mit dem Megalithen, mit neuen Karten unter anderem. Und irgendwie auch natürlich mit dem Topf der Extravaganz, um einfach an unser Extra-Deck abzuwerfen und dadurch wieder neue Karten aus dem Deck ziehen zu können. Aber ja, im Prinzip geht es darum, möglichst schnell viele Ritualmons auf der Hand zu haben, damit ich halt durch die Effekte eines Megalithen andere Megalithen aufs Feld rufen kann. Also Megalith-Mons sind im Prinzip Ritualzauberkarten. So, also mehr oder weniger natürlich. Ich würde mal sagen, los geht's! So, wer ist im Zug? Ah ja. Verzeihung, was war das gerade für eine Zauberkarte? Er hat es einfach umgangen. Die Sau. Na gut, du kannst ihn abwerfen. Eine Grundeigenschaft, also muss man decken auf den anderen oder decken. Ja gut, aber wird auch schwierig. Ich will erstmal den hier, komm. So, kann ich die Karte nur einmal pro Zug spielen. Das ist ja so. Okay, also das Viech ist eigentlich jetzt nicht so stark. Das Problem ist aber, wenn ich ihn jetzt einfach rufe. Was habe ich davon? Den Effekt kann ich ja später aktivieren. Na, mal testen. Geil. Gut, haben wir das auch geklärt. Würde noch mal sagen, hier. Ja, weil er nicht mehr viele kann auf der Hand, da heißt, die Chance ist schon größer, dass ich jetzt durchkomme. Und quasi den und den nächsten Zug. Ein Topf der Extravaganz hat er nicht im Deck, also bringt mir nichts, weil er keine extra Karten hat. Karten im Extra-Deck. Insofern muss ich aber erwarten, bis ich wieder irgendwie ein scheiß Ritualviech auf der Hand habe. Ein bisschen Stufe 4 natürlich. Okay, erstmal Topf der Extravaganz. Ja, dann spiel die halt mal, mein Gott. Die Mega-Kette, Freunde. So. Das sieht schon irgendwie besser aus. Unfertige Megalith. Toll. Naja, nehmen trotzdem den.
Ritualbeschwörung. Was haben wir da also Schönes? Die haben zwar relativ viele Verteidigung, aber dafür wenig Angriffspunkte, wa? Naja, muss halt alles mal ein bisschen kennenlernen. Oh, der hier. Der kommt sicher gut. Fallig. Was? Ah, okay. Cooler Boost. Wisst ihr was? Ich wähle trotzdem mal den hier. So. Und nun, Megalith fallig. Sangan freut sich. Yeah, Mann, geil. Der Gegner hat Schaden bekommen. Episch, Mann. Oh, Senju. Schnelleffekt. Die Frage ist jetzt, soll ich ihn selber opfern quasi? Aber wozu? Sonst kann nicht so viel. Ja, viel Power hat er eigentlich nicht. Insofern. Aua. So, und schön zurückgeholt. Nein, wir haben mit dem scheiß Effekt hier. So, switchen wir den erstmal. Dann nehme ich mal den da. Ja, ich weiß, den habe ich auch noch, aber ist mir jetzt gerade egal. Warte mal, ich habe 2 und 6, war von der Stufenanzahl her. Was? Linkbeschwörung? Albtraumritter. Ja, müsste ja hier sein. 2 plus, unterschiedliche Namen. Kreuz gelingt war? Nee, come on. Megalith Fool, du. Es ist ganz foolig. Ja, wenn ich halt den rufe, klar, Stufe 8 ist schon krass. Okay. Megalithenbeschwörung, Freunde. Bevor. Mal das gleiche, was er gemacht hat. Aber war es ein bisschen besser.
Tja, und was ihn betrifft, er ist erledigt. Falek, beende das Duell. Bye bye. Falek ist gefallig. Haha. Victory is our. So. Und das auch geschafft. Sehr gut. Wasserkugeln. Haben wir das auch endlich mal. Gesperrt. Oh, aber Feuerkugeln. Oh, zu wenig. Und das Ziel. Das Ziel ist erreicht. Die Sockel der Megalithen dienen möglicherweise als Ton an eine andere Welt oder Verbindung zu einer anderen Kreatur. Aus dem Sockel vom Megalith Ophiel tritt Megalith Falek, der 2 Flügelpaare besitzt. Ganz anders als die sanfte Ophiel trägt dieser grimmige Engel Helm und Schild und einen Speer. Im Sockel vom Megalith Hagif tritt der große Vierflügelteufel Megalith B vor. Der Teufel ist von vordrehender Gestalt und hat ein trügerisches goldenes Horn. Aus dem Sockel vom Megalith Och stürmt der vielköpfige Drache Megalith Aratron. Sein Schwung droht, die Erde zu zerstampfen und alles zu verschlingen. Man kann sagen, dass all diese Skulpturen nur eine Form der aus Megalithen geborenen Macht enthalten. Das ist noch nicht alles. Ein Megalith hat die Macht, eine Art Kraftfeld zu erzeugen, nachdem er zerstört wurde. Wie wurden sie hergestellt und was steckt hinter ihrer verborgenen Macht? Die Megalithen umgibt ein großes Rätsel. Der Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels liegt möglicherweise in einer Wahrheit, die jenseits der Megalithen selbst hervortritt. Fortsetzung folgt. Nein. Abgeschlossen. Dankeschön, Falek. Dankeschön. Gate Clear. Gate Clear. Neues Kartenpack. Nö. Also hier kommen wir auch noch nicht weiter, weil eben uns fehlen noch die Anzahl an Feuerkugeln. Jetzt wird es langsam aber sicher interessant, weil es ist noch bei weitem nicht alles abgeschlossen. Wenn es halt von allen Kugeln schon mal ein paar, sag ich jetzt mal, das ist soweit auch cool. Absolute Monate, da fehlen dann einfach die beiden noch. Ja, okay. Als absolute Monarch könnte man eigentlich abschließen. Für das Elementarhelden geht noch nicht, weil hier brauchen wir noch mehr Kugeln. Die Frage ist, kriegen wir hier bei einem Pyroxenkrieger noch ein paar Kugeln? Edelsteinritter. Hat ein bisschen was von Kristallungeheuer, nur irgendwie anders. Wisst ihr was, Freunde? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge dann. Also ich würde jetzt diese Folge gerne noch, zumindest mal einen absoluten Monarch noch versuchen abzuschließen. Beziehungsweise weitere Duelle zu machen und zwar mit dem Leihdeck, beziehungsweise mit meinem Deck natürlich. Verzeihung. Kurz gucken. Schwache Monarchen. Naja, mehr oder weniger zumindest. Starke Zauber. Okay. Und Michaels Deck. Version 1.4. Ganz krasse Scheiße, Freunde. Ganz krasse Scheiße. So, kann ich über mein Deck noch? Da ist die andere Frage. Ich glaube nicht. Hä? Seit wann habe ich die Karte im Deck? Hä? Hat die mal ausgetauscht, das Deck? Bestimmt so noch alles. Hä? Okay, war gar ein bisschen verwirrt. Wortwörtlich. Kartenverbesserung. Hä? Okay. Da muss ich irgendwann mal die Karte gewonnen haben. Da habe ich aber gedacht, ja gut, ich packe sie mal ins Deck. Aber kann mich nicht mehr daran erinnern. Dankeschön. Null übertrieben. Super. Ciao, Nitro. Aua, ciao, Lebenspunkte. Das ist eine Scheiße, ey. So, mein Zug.
Ich mach so, wie er es gemacht hat, komm. Oh, Regiebrecher. Zum Glück ist der weg. So, dann aber. Rümpelsynchronisierer. Dann Nitro-Synchron, jetzt so eine Variante, dann haben wir die andere auch Stufe 2. Ne, komm. Wenn Nitro-Krieger einmal cool wäre. Die Angriffsposition beschwören. Da bringt mir jetzt hier nicht so viel. Ich guck mal, was haben wir da Schönes? Ich könnte theoretisch auch Geierkrieger rufen, der hat auch ordentlich Power. Grüppelkrieger wird natürlich auch schön geboostet, das stimmt. Traffic Guys, nee. Geier Säbel des Blitzes wäre eben eigentlich wär's eine coole Karte, aber komm. Dann sagen wir ehrlich, dann kann ich sowieso gleich rufen. Hey. Synchrobeschwörung! Zeige dich, Gerümpelkrieger! Ja, erstmal muss die Kette ran. Damit unser guter Krieger noch ein bisschen geboostet wird. So. Und jetzt, Freunde, jetzt rufe ich ihn. 2 plus Monster, genau. Einmal die Doppelspielmarke, also beziehungsweise zweimal natürlich. Dann das Viech. Und Linkbeschwörung. Zu. Geil, ist ja wieder Blitzschatten. So, jetzt kann ich natürlich theoretisch nochmal ein Ding rufen, Dinge zum Beispiel. Aber es wäre nicht kreuzgelinkt. Nee, das wäre einfach quasi, dass die beiden opfern müsste. Wenn ich jetzt nochmal ein Monster rufen könnte, theoretisch. Und dann zum Beispiel Grümpelkrieger mit dem, dann wäre es eine Kreuzlinkung, war, aber das habe ich irgendwie richtig verstanden. Egal. Ich greife mal an. Man kriegt eh schön auf die Mütze. Ja, da freut sich Sangan. So, Yomi Kaiser. Wenn er jetzt noch Raigeki hat, dann gehe ich raus, ganz ehrlich. Alter, der Schwarz ist noch gespielt, ich glaube. Was für ein Penner. Und schon ein Synchromonster. Er hat zerstört. Kunai mit Kette. Mhm. So, darf ich jetzt bitte mal wissen, was ich hier für für Kartendeck habe, von der Reihenfolge her? Ja, komm. Mal ein bisschen mischen. Gut, mischen ist übertrieben, aber egal, komm. Tja, mein verehrter Yomi Kaiser. Sieht doof aus, wa? Jetzt brauchst du garantiert das Herz der Karten. Nein, gut, eine Kette gibt's nicht. Das ist für später. Klingenritter, dankeschön. Kriegen noch einen ordentlichen Boost. 400. Nein, ich rufe jetzt kein Link-Monster. Vergiss es, Alter. Geier Angriff. Also. Ja, jetzt können wir vielleicht. Ja, der Effekt erzielt halt nicht. Das ist ein bisschen doof. Autsch! Das sind Schmerzen, Freunde. Die kriegt er jetzt auch zu spüren. Der Yomi Kai, wer gerade so da sitzt. Ich gebe mir gerade Ende, wenn ich real sein darf. Feindkontrolle wäre jetzt eine geile Karte. Ah, Rückkehr des Kriegers. Sehr gut. Ist das irgendwie die gleiche Reihenfolge, die ich vorher schon hatte? Irgendwie schon, war. So. Gerümpelkrieger. Synchronisierer, Entschuldigung. Mein Fehler. Was ruft man da? Was ruft man da? Ja, eigentlich ist klar, nochmal
So, jetzt bin ich irgendwie auch kreuz gelinkt, oder? Und da ist es jetzt. Da muss ich mal testen, Freunde. Ist das eine Kreuzlink-Beschwörung? Tatsächlich? Okay, gut. Weil wir haben ja gesehen, diese Link-Monster haben ja Anzahl an... Wie soll das sagen? Die haben ja solche Pfeile. Also Geiersäbel zum Beispiel nach unten, links und rechts. So, das würde bedeuten, eben, ich kann jetzt nach unten hin nochmal ein Link-Monster rufen, weil normalerweise sind diese Felder hier, die normalen Monsterfelder, sind für die Link-Monster eigentlich tabu. Theoretisch kann ich aber auch hier eins rufen, aber ich glaube, das geht nicht, weil dem Gegner muss auch die Option offen bleiben, ein Link-Monster zu rufen, weil sonst könnte er gar nicht. Ja, und eigentlich wäre es natürlich besser, jetzt mal ein Link-Monster zu haben, was die Pfeile nicht so wie Geiersäbel links und rechts und unten hätte, sondern vielleicht unten, links und rechts unten, weil dann könnte ich hier, hier und hier Link-Beschwörung einsetzen. So. 3 Monster, super. Sicherheitsdrache, super. Die haben auch nur Angriffspunkte. Können die dann geswitcht werden? Nee, geht gar nicht. Die können nur im Angriffsmodus sein. Deswegen haben sie ja statt Verteidigungspunkte auch Link-Punkte. Oder Link-Anzahl. Verstehe. Gut, wieder was dazu gelernt, Freunde. Unsere erste Kreuzlink-Beschwörung, wenn man so will. Und Victory is our. Und er ist sauer. Sehr gut, und gewonnen haben wir Tickets. Das Legacy Packs gewährt. Was wird dein Vermächtnis sein? Das ist eine gute Frage. Dann haben wir die Dinger noch mit dem Leideck. Genau, oh, das war ja das Doofe, was wir nicht hinbekommen haben. Okay, den machen wir anders mal. Aber die Tickets fürs Legacy Deck, ich glaube, das machen wir jetzt noch ganz kurz offscreen. Denn das Spiel kriegt ja immer wieder geile neue Updates, also vor allem so Kartentennis und so. Deswegen wäre es sicher nicht schlecht, wenn ich mal ab und zu ein bisschen reingucken würde, was er so Neues getan hat. Man sieht es ja auch, wir haben viele neue Punkte hier. Ein Begleiter austauschen. Cyberdrache und Endlichkeit, Mini. Na komm, dunkle Magier. Ja, ja, komm. Wir nehmen den hier. Vielleicht mal noch ein anderes Setting. Hier, Ritual-Ding. Ja gut, komm. Wir sind jetzt hier sowieso ein bisschen auf Ritualmonster getrimmt gewesen. Kartenhülle. Komm, dann kann man ein bisschen was kaufen. Link schwarz. Kartenhülle Silber. Ne, warum eigentlich nicht? Symbol. Schwarzglänzender Soldat. Supersoldat. Okay. Einen schwarzglänzenden Soldaten kennen wir natürlich schon noch. Das jetzt gerade so nicht. Ah, interessant. So. Legacy Pack. Ja, wir gucken mal, Freunde. Wir können ja 2 Packs damit kaufen. Sanga und Hex im schwarzen Wald gibt eine Sun-Hexe. Ach du Scheiße. Und das ganz Üble ist kein Effekt. Alter. Einfach mal so. Pff, ja, hier. Hast ein Monster, das viel weniger wert ist. Kraft des Geistes. Naja. Dass nur 2 Karten drin sind. Hey, alter Schwede. Spukschrein. Oh, Zombie, okay. Gebundener Zauberstab. Gebundener Zauberstab. Aber vielleicht sogar mit einem schwarzen Magier noch ganz praktisch. Oder für Magierdeck generell halt. So. Gut. Ich würde sagen, das reicht soweit. Dann gehe ich doch mal. Dann kann ich es hier machen. Anpassen. Bearbeiten, genau. Also, erst einmal das Symbol. Nehmen wir doch jetzt mal den hier.
Dann Symbol Rahmen. Hat es nichts Neues getan. Titel lassen wir mal so. Begleiter schwarze Magier jetzt. Wo habe ich denn die Dinger jetzt? Warte mal. Muss ich im Deck machen vielleicht. Wesen in der Welt. Einmal schon eine Synchro der Einheit. Ja, da haben wir schon einiges. Das ist natürlich geil. Deck bearbeiten, Zubehör ändern. Hier vielleicht, wa? Magie des Pendels. Synchro, ja, momentan noch ein bisschen mehr noch auf Synchro getrimmt. Andere Kartenhülle. Versuch mal den. Ich bin zwar eigentlich schon ein bisschen Fan vom Oldschool-Design, aber versuchen es einfach mal. So, machen wir das doch mal. Fallgrube. Ritualkäfer, ja komm. Begleiterbasis. Machen wir das hier. 3 Hauptkarten. Nochmal Flammenwelle Urukisas, weil ich generell noch geil finde. Warte mal. Mach den hier. Dann hier. Ganz mal Geiersäbel. Ups. So. Und der dritte. Raigeki. Nee, Quatsch. Ja, komm. Ab und zu müssen Abwechslung haben, wa? So, Freunde. Sind wir damit auch durch? Sehr schön. Sehr schön. Im nächsten Part geht es also weiter mit dem Solo-Szenario-Kampagne-Modus. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ciao zusammen.